Hallo zusammen, da ist der Chris. Oder eben der Crown Cletus. Schon lange her, wo ich mal wieder etwas erzählt habe. Und ja, ich weiss auch nicht, wenn ihr ein bisschen zuhören mögt. Ich habe nämlich einiges zu erzählen. Ist eher etwas Privates. Vielleicht ist es auch gerade 750 Abonnenten-Special. Für gewisse von euch wird es vielleicht auch ein bisschen zu privat sein. Gewisse mögen es vielleicht nicht verstehen. Das ist eh in Ordnung. Jedem das Seine, würde ich sagen. Ja, wo fange ich an? Es ist ja so, dass ich erzählt habe, in einem der letzten Videos, dass es halt einfach einen Schicksalsschlag in der Familie gegeben. Und ja, ein paar habe ich es erzählt. Crown-Jungs, die sich im Forum bewegen, haben es eh auch mitbekommen. Merci auch nochmal für die Unterstützung hier. Es ist aber so, dass Mitte Juli haben wir eigentlich herausgefunden, dass die eine von meinen zwei Schwächen Krebs hat. Sie ist 28, von dem her, je nachdem wie alt man selber ist es doch noch eher jung. Und ja, ist natürlich schon ziemlich ein Schlag ins Gesicht gewesen. Als ich bei 16 war, ist der Vater auch schon Krebs gestorben. Und ja, das war damals noch eine taffe Zeit gewesen. Respekt auch an meine Mutter, das muss einfach schon mal gesagt sein. 2 Schwusen und ich. Und eben auch als Mann für sie war es sehr ultra hart gewesen. Haben es dann nach einer Zeit irgendwie ein bisschen rausgeschafft. Aus dieser Trauer und dem Teufel. Und irgendwann ist eben, ja, das Leben geht halt weiter. Irgendwann wird man da auch wieder ein bisschen glücklich. Und ja, der Schwur hat Krebs diagnostiziert und das hat jetzt nicht unbedingt fröhlich gestimmt natürlich. Kann man ja auch nachvollziehen, nehme ich an. Aber die Chancen waren eigentlich gut gewesen. Dann hat er relativ gleich mit der Chemo angefangen, Chemotherapie, wo halt einfach, ja, wie man es auch immer mal nennen, es ist schlussendlich einfach schon ziemlich harte Scheiße, die sie hier durch den Körper durchlösen. Und ja, das schädigt zwar den Krebs und tut den bremsen und im besten Fall auch vernichten, aber es zehrt auch extrem an dem Menschen, der sich dieser Therapie muss unterlegen muss. Und ja, wie gesagt, es hat gut ausgesehen. Die Schwur war guten Mutes, hat das relativ positiv können nehmen, trotz der Schmerzen und der ganzen Einschränkungen. Und dann war das eigentlich so, dass in der letzten Augustwoche, sie ist dann immer so ein bisschen der längste Teil der Woche halt im Spital wegen der Chemo, und da war immer das Ziel, dass sie im Weekend ein bisschen heim kann. Auch wenn das ein bisschen aufwendig war mit dem Rollstuhl und so, es ist schlussendlich ist es gegangen und hat ihr auch gut getan und auch uns auch gut getan. Und in der letzten Augustwoche hat sie aber eigentlich nicht heim dürfen. Hat man am Anfang gesagt vor Wochen, weil mit der Chemo nicht alles ist optimal gelaufen und haben sich die Werte gleich noch verbessert. Und ja, so hat sie dann aber gleich heim dürfen. Und am Samstag, am 1. September, ist sie dann noch ein bisschen mit ihrem Freund unterwegs gewesen, aber auch, dass sie wieder mal ein bisschen rauskommt und so. Und hat eigentlich einen schönen Tag gehabt. So oben haben wir da alle zusammen noch zu Nacht gegessen, die ganze Familie. Und wo es dann ans Abraum ist gegangen, sind eigentlich nur noch die andere Schwur und ich am Tisch gewesen. Zusammen mit der Schwur, die aber Krebs hat. Und ja, sie war dort ein kleines Mau am Ausspülen gewesen, weil sie eben auch ein bisschen die Schleimhäute im Mau angegriffen hatte. Und plötzlich ist sie dort zusammengesackt im Rollstuhl. Für mich war das wie ein, ja, es ist ein schräger Vergleich, aber es ist wirklich so, wie man ein Gerät halt den Strom auszieht oder so, da ist gerade zack, alles zusammengebrochen, wir sind daher und so, haben versucht, sie wieder zu heben und dass sie Luft bekommt, dass sie wieder von da atmen, und sie hat dann auch so 2-mal nach Luft geschrissen. Und dann ist auch ihr Freund gekommen und wir haben dann realisiert, dass es gerade nicht so gut aussieht.
haben sie da auf den Boden gelegt und haben dort dann angefangen, Herzmassage machen, angefangen beatmen. Und so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde ist dann das Spitalauto gekommen. Die haben auch noch ein bisschen geschaut. Aber schon zu diesem Zeitpunkt war dann eigentlich klar gewesen, dass sie es leider nicht schafft. Und somit von uns gegangen ist. Und ja, selbst wenn sie nach 20 Minuten oder so noch zurückgekommen, wenn das überhaupt möglich wäre gewesen, es ist ja klar, wenn sie irgendwie über eine längere Zeit, und das können auch schon Minuten sein, nicht so genügend mit Sauerstoff versorgt wird, ist es dann halt ein bisschen beschädigt. Und uns ist halt auch klar geworden, dass es vielleicht besser ist, dass sie eben dann nicht mehr zurückkommen, weil wenn, wäre sie sowieso jemand anderes gewesen oder halt, ja, schwierig zu sagen. Ihr kennt es vielleicht aus persönlichen Erlebnissen oder sicher aus dem TV, aber die Menschen, die dann halt dann noch x Jahre in einem Krankenbett liegen und man eigentlich künstlich am Leben erhalten und man viel dort ist und hofft, dass man irgendwie noch das Lebenszeichen oder irgendetwas sieht, dass sie noch reagieren, wäre auch nicht so ein schönes Szenario gewesen. Ja, voll. Und somit ist die ältere von diesen zwei Schwusen am 1. September mit 28 Jahren gestorben. Und ja, für uns ist schon eine Welt zusammengebrochen. Das erste Mal hat niemand damit gerechnet. Das hat eigentlich wirklich gut ausgesehen. Rückblickend kann man sagen, hat sie den Krebs vielleicht sogar besiegt. Wobei eben, das sind alles halt nur Annahmen. Aber schlussendlich, was sie umgebracht hat, war eine Lungenembolie gewesen. Und dort ist man meistens sofort tot, was schon noch tröstend kann sein, trotz der ganzen Trauer. Und ja, eben, ich erzähle jetzt euch, dass du ist schon eher etwas Persönliches, aber es dient mir auch ein bisschen. Ich meine, ich habe das jetzt mit sehr vielen Leuten auch besprochen, eben jetzt auch innerhalb noch von den verbleibenden Familienmitgliedern und der Verwandtschaft und alles. Es war dort genial, was man dort für Unterstützung hat. Aber ja, das ist noch etwas anderes. Ich meine, ich könnte es jetzt auch in ein Tagebuch oder irgendjemand niederschreiben, aber ich mache es halt jetzt ein bisschen moderner und die es ganz daneben finden von euch, die können das auch mitteilen und ja, für die anderen war es vielleicht jetzt mal ein Einblick in mein Leben. Es ist auch nicht so, dass es jetzt ein Real-Life-Video gibt oder so, aber ja, so halt mal ein tieferen Einblick. Es ist halt jetzt durchaus etwas Unglaubliches, Trauriges, was ich hier erzählen muss. Und es ist auch nachher so, dass wir sich 2-3 Tage ja, fast nur gerannt haben, weil es gibt sicher ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie die Leute mit so extremen emotionalen Momenten umgehen. Und es gibt sicher auch die keine Tränen vergießen, aber für mich gehört das eben schon zum Trauer verarbeiten und zum Abschied nehmen. Und ja, von dem her war das eine absolute crazy Woche gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Voll der Arsch ist im Moment. Momentan ist eigentlich halt so ein bisschen die Phase der Sinnlosigkeit. Wir kennen das halt eben schon vom Tod vom Vater, wo halt einfach kein Plan. Ich meine, schlussendlich realisiert man so extrem und so nahe auch gerade, dass es das ganze Leben irgendwann ist fertig, was ja absolut logisch ist, aber Vergänglichkeit wird einem das schon noch extrem, extrem bewusster. Und ja, alles, was man macht, ist irgendwie dann halt auch für nichts. Oder auch alles Materielle, wo man sich da anhäuft und Zeug und Sachen. Und ja, ich will jetzt das nicht allzu weit gehen mit diesen Gedanken von mir hier. Aber ja, eben, es hat eigentlich vieles seinen Wert verloren. Zum Glück nicht alles. Und gerade eben auch zu wissen, dass es eines Tages dann schon wieder besser wird, macht schon Hoffnung. Und es ist nicht so, dass ich im Moment nicht lachen kann oder so. Zwischendurch freut man sich aber vielleicht kommt einem dann gerade in diesen freudigen Momenten noch einmal in den Sinn, ja, es ist halt gleich noch etwas etwas zu verarbeiten, das einem sehr, sehr traurig stimmt.
was heisst das für Crown oder weiss doch auch nicht, es gibt sicher jetzt x Fragen, die ihr habt und ich meine, eben die wichtigen Leute und die sich interessiert haben, haben es mitbekommen und das läuft jetzt hier ein bisschen weiter. Ich meine, die Leute spielen zusammen und gewisse merken, dass es nicht das Richtige für sie ist und haben das Gefühl, dass zu wenig läuft und Zeug und Sachen und das kann ich auch absolut verstehen. Aber ja, Crown ist auch nicht unbedingt jetzt hier für Unterhaltung zu sorgen, sondern eben, dass sich vielleicht der eine oder andere hat können lernen und durch das jetzt nicht allein muss zocken. Ich habe gestern gerade wieder eine Runde gespielt, auch mit dem Kasti und mit dem Trapit, mal wieder ein bisschen das Black Ops halt. Und ja, zwischendurch bin ich sicher auch ein bisschen online. Ihr könnt mich gerne einladen partymässig oder Private Chat, wie auch immer, aber ihr müsst es dann halt einfach auch verstehen, wenn ich das vielleicht im Moment gerade nicht annehme, weil ja, je nachdem, wie es mir halt gerade geht, suche ich einfach ein bisschen Ablenkung im Gamen und mache dann gar nicht gross Texte. Ja, das wäre vielleicht aber einerseits mal der tiefe Einblick in das Privatleben, andererseits auch ein kurzes Update. Es ist nicht so, dass ich den Channel zutue oder irgend so etwas. Und ich weiss noch nicht einmal, ich bin jetzt das hier am Texten vor dem Mikrofon stehe, so ein kleines Leeren. Ich muss schauen, was ich unterlege als Video. Weil nur der Ton wollte ich eigentlich nicht laufen. Es muss auch noch etwas zum Schauen geben, aber vielleicht wird es einfach eine Kerze sein, die im Wind flackert. Und vielleicht tue ich einfach auch ein altes Black Ops Gameplay oder so darunter. Das habt ihr jetzt schon gesehen. Und spielt jetzt auch keine Rolle. Vielleicht muss der eine oder andere noch ein bisschen anstössig finden, dass jetzt hier das Call of Duty läuft zu dieser Story. Aber ja, das hat für mich eigentlich keine Verbindung. Ich game gerne Call of Duty und wegen dem sind die meisten ja auch da. Und gleichzeitig ist mir das jetzt eben auch wichtig gewesen, das zu erzählen. Dass die sich jetzt schon überlegen oder das vielleicht schon reingeschrieben haben, dass ich mir doch vielleicht gescheiter einen Psychiater suchen und dass das keine Sau interessiert, was ich da zu Texten habe und wenn mir das überhaupt erzählen und so. So Feedbacks hat es halt schon gegeben auf das Video, das ich erzählt habe wegen dem Familienschlag. Schicksalsschlag, besser gesagt. Und ja, gewisse habe ich dann gelöscht, weil es mir eigentlich gar ein bisschen zu nahe ist gegangen. Und auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, wenn ich mich hier so öffentlich präsentiere, muss man halt einfach mit allen möglichen Feedbacks rechnen. Meistens bin ich da auch noch überrascht, wie zum Teil positiv, aber wie zum Teil auch gottlos bösartig gewisse Aussagen sind. Aber ja, das sind auch von Menschen, die auch in ihrer speziellen Situation vielleicht sind und hat jeder das Recht, oder zu klatschen, was er will. Wir hoffen, ihr seid gleich irgendwie unterhalten worden. Und sonst, eben wie gesagt, es kommt schon wieder ein bisschen Gameplay-Zeug, auch mal sicher. Wenn jetzt Black Ops 2 rauskommt, nächste Woche ist ja da auch noch das Borderlands 2 am Start. Und eben für das Black Ops 2 habe ich mir im Anflug von Wahnsinn das Care Package noch bestellt mit der Drohne drin und vielleicht zeige ich dir dort auch mal etwas und es wird dann wieder Tipps und Tricks geben und alles. Ihr wisst ja noch ein bisschen, wie es im letzten Jahr ist gelaufen. Ich gehe davon aus und hoffe auch fest, auch gerade wegen der momentanen Situation, dass es mich wieder richtig wird packen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt auch wieder ein bisschen anders halt das Leben anschauen. Aber ja, wir müssen jetzt auch keinen Kopf machen. Es ist nicht unbedingt mein Ziel, jetzt mich hier auch zu verabschieden von dieser Erde. Es liegt mir fern, den Menschen, die jetzt noch hier sind, um Schmerzen zuzutun. Und ja, es kommt an jedem seine Zeit. Wir haben auch unsere Zeit. Und so kann man eigentlich noch die Tage, die man hier auf dieser Welt hat, wo es halt wirklich jeden Tag vorbei sein. Fuck. Kann man die Tage halt nur noch genießen. Irgendwann falle auch ich wieder in ein gewisses Standardmuster rein, aber die Erfahrungen, die man so macht, die prägen einem schon. Vielleicht hat das der eine oder andere auch schon am eigenen Leib erlebt und ja, ist aber schon nicht einfach. Gleichzeitig, das jetzt noch zum Schluss, hat mich gefreut,
Der Janschi ist momentan ziemlich am Gas geben. Zum Teil kommt auch schön was vom Colosso und vom Rapnaui. Also, ja, wenn der Klitus mal nicht so am Video pushen ist, dann kann man davon ausgehen, dass es die Unterstützung von Crown auf jeden Fall gibt. Und verweise ich momentan auf den Kanal von ihnen. Und auch immer daran denken, gerade auch der Janschi, aber auch noch der Colosso und der Rapnaui sind hier noch in den Anfängen von gewissen Sachen und läuft vielleicht alles noch nicht ganz so perfekt. Und bevor man dann dort wieder allzu ausfällig wird in den Kommentaren, gescheiter selber besser machen. Und sonst einfach mal vielleicht daran denken, dass man gescheiter nichts schreibt oder mal etwas Positives. Das wäre vielleicht ganz eine neue Erfahrung für gewisse. Ja, das wäre es jetzt mit Erfahrungen. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Ich melde mich dann schon wieder. Ciao zusammen.